Partner vu Venio SRL präsentéieren d'Automotorshow. Dir desideiert sinn lo wirklich 10 von 10 Punkten hei beim BMW M235i X-Drive dran. E-Punkt spielt sich ganz bestimmt hei bei der Spruch vom Design auf. Sie gefällt oder sie gefällt doch nicht. Für mich ist es auf jeden Fall nicht langweilig, aber wer den Lohn nach ob mich stören könnt, weiß ich diesen Test. Basis für den 2er Grand Coupé liefert den neuen Inter. Auch speziell für 4 als Ähnlichkeit nicht aufzustreiten. Sobald der Blick aber weiter nach hinten geht, fängt kleine Diskussionen an. Der kurze hinnischen Teil ist für mich auf Erde gut und erinnert ein bisschen an den X4. Und en plus lädt so am Design einen kleinen echter Coupé über dem. Fest steht, den 2er Grand Coupé fällt schon ab, guckt mal seine Maße. 4,53 Meter lang, an einem Radstand von 2,67 Meter, 1,80 Meter breit und 1,42 Meter hoch. Und da wie hier bei unserem Testauto die schärfen M-Performance-Modell, den M235i X-Drive Grand Coupé, den sich auch durch eine markante fichte Jupe und grosse Luftlöcher vom Basismodell aufsetzt. Die Schwellerleisten sind noch in Form von mehr einer höheren Dynamik gezeichnet und aufgerundet, sodass das ganz Sportlichkeit durch den M-Spoiler und die flotte Jupe mit dicken Auspuffreihen hervorsticht. An einem Wort, wie an den grossen BMW-Modellen auch stecht eng fließend Linie vom Dach, auch beim M235i X-Drive Grand Coupé mit nicht enkadrierten Tieren, eine Kombination mit einem markanten Design von einem fichten an einem hinnischen Teil auf 4. Direkt beim ersten Blick an den Interieur fallen die Sportsvoller und Sportsitze ab, die auch heute dem 2er seinen sportlichen Charakter verraten. Bekanntlich ist der Guss subjektiv und am Gegensatz heute so, gibt es am Interieur rein objektiv nicht viel zu meckern. Die Verarbeitung setzt an Sängerklasse auch eine neue Messlatte. Die Sitzposition ist agreeabel. Auch wenn die Silhouette ein bisschen geduckt dafür könnt, fühlen sich Chauffeur-Beifahrer bestens in der Brust. An den dran rickelten der dem Kopf von den Passagieren schon deutlich mit no. Für die feierjährige BMW 2er Grand Coupé ist auch auf ein großes Heckklappe Verzicht gehen, an den Platz kommen normale Mallendeckel, wobei die Mall mit seinem Ladevolumen von 430 Liter den großen Obstakeln den Transport verweigert. Sicher aber bei umgelösten hinnigsten Sitzen ein bisschen mehr Platz kann bieten. Für den Schritt noch 4 kriegt den E-Drive von BMW auch eine kleine neue Umstrukturierung verpasst. Mit seinem großen Touchscreen, Instrumentendisplay und seinem digitalen Cockpit mit all seinen Informationen definiert Mark sich auch zum Slogan Freude am Fahren. Wie steht es also mit der Freude am Fahren? Am 4,53 Meter langen Grand Coupé schließlich sticht an seiner Typenbezeichnung ein Name. Und das hilft doch bei mir, die vordynamisch die sportliche Aussprache auf einem hohen Level auf 4. Von 0 auf 100 km/h rollt unser Testauto der BMW M235i X-Drive Grand Coupé auf 4,9 Sekunden. Bei der Vitesse von 250 km/h ist die elektronisch aufgeriegelte Maximalvitesse erreicht. Und für die nötige Grip zu kriegen, gehören 18 Zoll Alufelgen mit Pneu von der Größe 225/40 zum Basisequipment. Der Performance-Bayer mit seinem 4-Zylinder 2 Liter Biturbo legt 306 PS und hat sich auf den ersten Testkilometer einfach richtig gut angefühlt. Eine Saatleistung von einem Rob auf 450 Newtonmeter Drehmoment zwischen 1750 und 4500 Touren pro Minute, unterstützt durch eine Erdgangsteptronik. Ein M-Sportfuhrwerk an einem automatischen Allraduntrieb, einem 4x4, mit einer mechanischen Torsen-Differentialsperr und der fichte Achse, passt auch bestens zu diesem
op een dynamische Fuhren ausgelöschte sportliche Gefähr. Charakteristik vum 2 Liter 4 Zylinder Biturbo, die seg Leistung perfekt op all 4 Räder iwwerdreht, am Mehrwert op ein gut Performance wie op e Showfaktor lädt, passt auch beim M2 35i X-Drive wie farscht op der. Kraft an den jeweiligen Portionen a Fuhrmodussen kommuniziert auch intensiv. Iwer d' Steierung mat segem Schofer, ohne dabei durch unnötig Affluss irritiert zu gehen. Bei der schärfe Keieren dazu beidreht, dass den M2 35i X-Drive so neutral ugeht, an der 4x4 ein bisschen Traktion kaschiert. Auch wenn es dem Gewicht von gut 1,6 Tonnen fehlt die Lichtigkeit. Es muss schon gut reagieren, für sich nicht an die Hand von einem scharfen Messer zu gehen. Zumal am Sportmodus, wo das Fuhrwerk ganz straff rüberkommt. Es geht auch nicht um eine knachendrische Rennmaschine, die just op deres Bestzeit mischt, me eine gut angestalten, perfekte Sportlichkeit für all der. Und zum Schluss die letzte froh. Wie viel Benzin auf 100 Kilometer? Laut BMW 6,7 bis 7,1 Liter. Aber wenn der Computer das richtig ausgerechnet tut, wir wären aber mit 8,5 bis 9 Liter auf 100 Kilometer NRW. Mit dat soll awer Lot 5 vun der Soundakustik net steieren, weil déi kommen noch ha am Performancebaier op hier vollfried. Chloras, den 2er Grand Coupé, präsentiert sich mat viel offere Platz, mat eng gut aufgestimmte Fuhrwerk, der Suspension an enger gut ausgeschaffener Technik, die schon ausser die kleinen Detailer sind voll Punkte kann sammeln.